Schönen Tag wünsche ich. Ja, ebenfalls wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück da bei Retrocast sinnlose Let's Plays, und zwar mit Fable. Und wir dürften jetzt, das, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben, noch machen, was ich angeteasert habe. Und zwar mit Lady Gwei reden. Den Bereich haben wir bis jetzt noch nicht dürfen betreten von Bowerstone. Hallo auch. Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Okay. Du machst mir jetzt die Türe zu. Macht jetzt das Sinn? Nicht wirklich, aber... Egal, dann gehen wir halt über und schauen uns die nächste Ladefrequenz an, weil ja da so spannend ist beim Fable. Willkommen in Nordbowerstone, o Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirr plappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden, also benehmt euch. Ja, ich werd's probieren. Ha! Ist zu. Da jetzt mal nichts versteckt rum. Einen sicheren Da hinten. Mal wieder guten Klatsch gehört? Nein. Hättest du einfach gern ein bisschen geredet mit mir, Dann tun wir doch mal schauen, was da hinten noch alles hat. Oder nicht? Mit mir reden. Ah, da wäre Lady Gwei. Will wir da schon, oder will wir noch schnell auf die andere Seite umschauen und da ist noch eine Leiter, können wir die rauf? Da ist, da ist gar keine Leiter, okay. Habt ihr schon mit der Bürgermeisterin gesprochen? Nein. Habe ich noch nicht. Aber Demo geht. Schnell schauen, ob es da hinten noch etwas rum hat für uns. Hallo. Ein Mann euren Ranges müsste die Bürgermeisterin besuchen. Sie lebt in der Villa Bowerstone. Das große Haus. Drüben, beim Laden. Ja. Okay. Ah, und da ist der... Hallo? Endlich jemand zum Reden. Ihr müsst mir einfach helfen. Die Bürgermeisterin lässt mich hinrichten. Das geschieht mit einem, wenn man hier zu viele Fragen stellt. Diese Frau ist eine Dämonin. Niemand will mir glauben. Nur weil ich mich irrte und die Wächter unsere Träume doch nicht steuern, indem sie was ins Wasser mischen. Ihre Schwester war ein Engel. Sie wäre eine tolle Bürgermeisterin geworden. Lady Grey hat sie getötet, ganz sicher. Ihr müsst mir helfen, das zu beweisen, sonst bleibt Bowerstone in ihren Fängen und ich werde hingerichtet. Ich weiß nicht, wie der will, aber... Ja, wir sagen Ja, jetzt, endlich! Wir werden diese irre Hexe erledigen. Ihre tote Schwester muss euch nur erzählen, was wirklich geschah. Seht mich nicht so an. Es gibt wirklich Geister. Ihr habt sie gesehen und ich auch. Wir alle haben sie gesehen. Rodri war der Liebste von Lady Greys Schwester Amanda. Netter Kerl, oft auf dem Grabhügelfeld anzutreffen. Falls jemand weiß, wie sie sich wieder erinnern kann, dann er. Okay, Ich Grab... bin nicht verrückt. Die Wahrheit muss frei sein. Ja, Chefi, die
Gut, dann gehen wir zu der Lady Gwei. Da haben wir in dem Fall etwas. Ja, dann sind wir halt alle verloren. Ich der nicht. Ja, wir könnten jetzt Grabhügelfelder machen, aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt erst mal noch mit der Lady Gwei so reden. Ihr seid es also, von dem alle Welt redet. Ich muss sagen, ihr habt mich neugierig gemacht. Gehen wir im Hof spazieren? Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Es ist wunderschön hier, oder? Manchmal allerdings scheint es mir der einsamste Ort auf der Welt zu sein. Ich bin noch unverheiratet. Ich traf bisher keinen Mann, der meiner würdig gewesen wäre. Ich habe immer gewusst, dass jemand, der die Arena erobern würde, auch mich erobern könnte. Bringt mir ein Geschenk aus der Stadt mit, ja? Ihr findet bestimmt etwas, das einer Dame gefällt. Okay. Entweder sie heiraten oder sie probieren zu verpetzen. Also entweder oder? So in die Richtung. Ja, gleichfalls. Meisterhafte Säbelschwinger. Ich glaube, wir gehen mal zu den Grabhügelfeldern schauen, was los ist, oder? Aber vielleicht jetzt eigentlich auch eine Karte, bin ich wieder mal oder teleportieren, oder wie man den will sagen. Hätte ich jetzt eigentlich auch schon können machen, aber ich will jetzt unbedingt noch den Ladebildschirm nochmal anschauen oder wieder mal anschauen. Darum habe ich da jetzt halt nicht gemacht. So, da wäre der Knopf. Dann kommt man da direkt zu den Grabhügelfeldern. Da kommt man retour, dort möchten wir eigentlich nicht hin. Dann müssten wir da sind wir glaube ich mal ganz kurz gewesen. Haus der Familie Gwei. Okay, in dem Fall sind wir da oben noch nie gewesen. Du hast Messerjack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Okay, das ist jetzt ein bisschen unerwartet hoch, aber haben wir da
graben. Haben wir, aber wir haben nichts Interessantes gefunden. Hm? Jetzt mit der Vogelscheuche auf sich. Da ist glaube ich auch irgendetwas. Ist da noch etwas Spezielles? Kann man da hinten irgendwo noch graben? Keine Ahnung. Kommt man da irgendwo ins Haus hier? Ja, kommt man. Okay, jetzt müssen wir noch zum Grab hintreiben. Da jetzt haben wir noch die Truhe, die wird man noch mitnehmen. Da jetzt noch ein Buch zum Lesen, wo wir aber nicht lesen. Okay, da ist ein Trank, den nehmen wir auch gerne mit. Dann schauen wir mal noch, ob es oben drauf noch etwas Schlaues rum hat. Schlüssel, war immer, wenn die erst 7 hat, der geht noch nicht. Und irgendwo sind noch Gegner auftaucht. Dort dürften wir uns dann auch noch anschauen, aber jetzt müssen wir in dem Fall zuerst mal hinter das Haus. Schauen wir da hin, auf uns wartet. He? Was steht da? Da steht nicht tot, nur geschlafen. Haben mich trotzdem begraben. Pech, okay. Ich nehme mal an, gehen wir zu den roten Punkten aber. Verwirrt. Sondern irgendwo bis zum Angeln? Nicht, hä? Aber das ist nicht wirklich irgendwo.
Der Wagen wäre effektiv. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Junggesellen sind nicht zugelassen. Ihr braucht eine Ische, eine Schicke, mit Titel. Okay, da müssen wir verheiratet sein, dass wir reinkommen. Und da könnten wir mal noch angeln. Hätten wir da in dieser Folge auch mal noch gehabt. Hm? Ein Silberschlüssel, aber wir haben erst 8, also 2 würden uns noch fehlen für die Truhe dort oben. Schade. Jetzt sind da vorne noch etwas gerade auch zum Angeln, oder nicht? Nein. Da. Stall rein jetzt glaube ich auch nicht, hä? Mit dem Stall auch nicht. Nein. Höchstens halt noch irgendwo graben da rein. Sollte vielleicht noch möglich sein. Nein. Nein. Am Lauf. Da auch nicht. Okay. Aber irgendwie müssen wir doch noch in den Keller runterkommen, ne? Da kann man gerne mal schauen. Ich denke mal, dort darf man mich mittlerweile schnell bewegen. Ich war vor euch her. Und da nicht rein. Junge, wir müssen doch da oben rein, ne? Das schon extra auf der Karte verzeichnet ist. Und da hat ja auch irgendetwas angegeben. Aber da hat er gesagt, ich war schon vor euch da. Da hätte man auch nicht viel gebraucht. Ja, wir hätten die Quest neu bekommen. Powerstone und dann können wir nochmal mit dem Gefangenen reden. Vielleicht weiss er dann etwas. Oder wir bringen der Lady Gway noch ein Geschenk vorbei. Dann könnte man nochmal die Dämonentür aufmachen. Und dann machen wir jetzt erst nochmal eine Quest hin. Aber das ist wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Nein, da ist ja... Ah, der war richtig gut. Sorry. Da bin ich jetzt falsch. Ich glaube jetzt mit Giert in der Tür. Nein, nicht einmal. Okay.
Seid jetzt vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Ist gut. Bin nicht verrückt. Die Wahrheit muss frei sein. Ihr wart noch nicht bei Rodri? Ich sagte euch doch, er ist auf dem Grabhügelfeld. Ah. Kornkreise, Entführungen, Nymphensichtungen. Es passt alles. Ja, es passt alles zusammen. Ja, ich hätte im Fall dort nicht sollen weg, sondern oder nicht zum Gui anweisen, sondern ich hätte runterlaufen, hä? Dass wir vielleicht ein bisschen mehr über Lady Gui noch erfahren. Aber wieso zeigt es mir denn da eigentlich noch nicht an? Oder bin ich zum grünen Punkt? Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wir gehen mal zum grünen Punkt und sonst gehen wir nachher dort dem Pfeil nach. Ich weiß nicht, warum ich morgens überhaupt aufstehe. Amanda? Ja klar kannte ich sie. Ich denke ständig an sie. Sie war so schön und rein. Sie fürchtete, ihre Schwester würde das mit uns aufdecken. Dann hätte Amanda nicht Bürgermeisterin werden können. Ich bin ja nicht adelig. Also trafen wir uns insgeheim im Keller des Grey-Hauses. Ich schlich mich immer zu den Ställen und blinkte dann 3-mal mit der Lampe. Eines Nachts kam sie nicht heraus. Und die Kellertür war verriegelt. Ihre Schwester Elvira, heute als Lady Grey bekannt, sagte mir, sie starb an einer furchtbaren Krankheit. Dann verließen alle das Haus und ich konnte nie... Tut mir leid, es tut zu weh, darüber zu sprechen. Ja, eben, dann wäre es aber gleich der Keller gewesen. Und den Keller kann ich in dem Fall jetzt erst nachher betreten, hä? Okay. Dann hoffe ich, dass wir jetzt in den Keller runterkommen, dass wir vielleicht gleich noch ein bisschen die Action haben. Und dass wir vielleicht gleich noch ein bisschen etwas mehr gibt da in dieser Folge. Hm? Oh, jetzt sind aber ganz viele Gegner da. Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf uns. Ja, ich weiß. Oder wartet jetzt wichtige Gegner auf mich? Und jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt, aber wir hätten ja noch so schöne Tränke bekommen, wo wir eigentlich auch noch gerne möchten einsetzen. He? Zum Beispiel der. Und zum Beispiel der da. Wie wir so einen schönen Kampfmultiplikator haben und will da uns schöne Punkte, Fähigkeitspunkte bescheren tut. So. Warum jetzt dann Keller, ja? Immer noch nicht.
Ich will ja nur in den Keller rein. Gibt's noch einen anderen Weg? Ja, ich weiss, ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, wenn ich da fabriziere, aber ich habe selber keine Ahnung mehr. Ist schon zu lang her und spoilern lassen habe ich eigentlich auch nicht. Ich habe nichts nachgeschaut, obwohl man da wahrscheinlich alles nachschauen können, weil das Spiel schon so alt ist, aber das macht ja keinen Spaß für mich. Also ich möchte, wenn ich spiele, nach weiß ich wie viele Jahren wieder mal... Rolle von den Augen. Seid kein Schaf. Ja, dann möchte ich eigentlich gern, Angenehmen Tag. Sie trafen sich also im Keller. Perfekt. Muss ziemlich feucht dort gewesen sein. Sei es drum, blinkt bei den Stellen 3-mal mit der Lampe. Ihre Liebe zu Rodri sollte ihren Geist herbeirufen. Wir werden bald herausfinden, was wirklich geschah, und passt auf Pferdeäpfel auf. Kornkreise, Entführungen, Nymphensichtungen. ja, aber ich habe ja keine Lampe. Habe ich eine Lampe? Habe ich denn eine Lampe oder muss ich zuerst noch eine Lampe kaufen? Ja, und jetzt bin ich natürlich oben da im Haus, hä? Super. Dass ich alle Gegner da wieder kaputt machen. Die sind ja zum Glück alle nicht so schnell, hä? Also der perfekte Ort, um den Kampfmultiplikator aufzujagen. Ah, okay, eine Lampe. So, in dem Fall wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Dann sollten wir das mal in den Keller haben, oder? Hoffe ich. Endlich. Rodri, seid ihr das? Ich wartete schon so lange und ich... Oh, ihr seid nicht Rodri. Ich betete, er möge mich retten, aber er ist nicht gekommen. Als die Luft zu Ende ging, stellte ich mir vor, in seinen Armen zu sterben. Ich werde ihn nie wiedersehen. Und meine Schwester hat alles genommen. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Nehmt diesen Brief. Zeigt der Welt, was wirklich geschah.
So, jetzt kennt ihr die Wahrheit. Amanda war eine romantische Närrin. Sie hatte nicht das Zeug dazu, Bowerstone zu führen. Sie hätte den Ort in einen egalitären Slum verwandelt. Aber belastet euch nicht mit so großen Worten. Wir können immer noch zusammen sein. Ich bin immer noch die Eure. Wärt ihr nicht gern Bürgermeister? Denkt an die Macht. Ihr könnt sie haben. Gebt mir einfach den Brief. Was? Niemand weist Lady Grey ab. Niemand. Ihr seid wie die restlichen Idioten, die meine Stadt mit ihrem erbärmlichen Leben infizieren. Nun gut, erzählt es allen. Genießt den kurzen Ruhm. Aber ich komme zurück. Und dann wasche ich den ganzen Dreck mit eurem Blut weg. Denkt daran, o Held. Okay. Kann mich nicht noch entscheiden, nein, nicht wirklich. Aber da ist eine Truhe, die nehmen wir natürlich noch mit. Dann würden wir den Trank noch rasch einsetzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Gilde zurück. Und ihr wisst ja, was das im Normalfall heisst. Somit vielen Dank, sind ihr bei der Folge auch wieder mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.